Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley und unserem verwunderten Ackermann, der Blut aus aller Ecke und Ende. Dann sollte man mal ins Bett jagen, damit er mal wieder sich mit einer Mütze Schlaf erholen kann, dann ist alles wieder vergessen. Und fast 17.000, das ist doch super Sach. Super Sach. Okay, der 21. Tag bricht an. Und heute ist nichts, genau. Lea hat dann erst wieder in der nächsten Episode Geburtstag. Ups, nee, du sollst sie nicht essen. Du sollst sie lohnbringend verkaufen, Ackermann. So. Und ja. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass so manche Bauern auch durchaus ihr beste Kunde sind und sich ihr Guti Ware auf jeden Fall für sich zurücklegen. Wäre ja auch blöd, wenn nicht irgendwie, oder? Ich meine, man will ja irgendwie auch was von seiner Erträge da haben. Ja klar, man will ja auch von was leben, das ist logisch. Aber man will ja auch gut leben können, man will ja auch eine gute Lebensqualität haben. Und wenn man das gute Zeichen abbaut, dann nichts wie auf der Teller damit, ne? So, die müssen noch. Und der Kram muss auch noch. So, was steht dann heute noch? Wetterbericht. Heute soll es so schneien. Morgen ist damit das sonnig. Man merkt, dass es zum Ende vom Winter zugeht, ja. Geister sind genervt. Das heißt lieber Dungeon Summich. Bruschetta. Jetzt habe ich gelernt, wie man Bruschetta macht. Perfekt. So. Nö, wenn du was in der Einrichtung erinnerst, ja. Dann mach mal, aber das möchte ich nicht verändert haben. Das finde ich nämlich sehr schön, die Tapete. Ansonsten darfst du gerne machen, was willst. Sehen wir dann, ob wir das nochmal zurück verändern oder nicht. Dann gehen wir wieder runter. Und haben hier wieder jede Menge Kram. Ja, jede Menge. 4 Käse halt. Jo. Alla hopp. Wird auf jeden Fall wieder ein bisschen freier hier bei uns. Dass wir wieder mehr Zeug hochladen können. Post gibt's auch noch. Milchreis von der Evelyn. Gibt's ein Rezept. Und Pam gibt uns mal wieder so Energietonikum. Perfekt für in die Mine oder sonst wo hier wieder. So, aber heute haben wir ja gesagt, keine Mine. Das heißt, das kommt wieder da rein. Ein Iridiumbarre brauche ich noch für mein Glück, um was Tolles herzustellen. So. Hier noch. Reih damit. Und die Zeitung ebenfalls reih. Dann, was haben wir denn hier noch? Genau, die Strandschnecke. So, Dilla. Hier gibt es nochmal jede Menge Kram für uns. Sogar wieder Enterei. Und Streicheleinheit für alle. Dann gehen wir nochmal in den Stall rein. Aber vorher, Leber wascht. Ja, ich weiß, du waschst. Und hier wieder. Gut, Alter. Da haben wir wieder sehr viel Kram. Und sehr viel Streicheleinheiten. Ja. Denne geht's super. Dann hier wieder. Joink. Und Moment, das war immer was Enterei reserviert. So. Ordnung muss sein. Dann hier wieder die rechtliche Sache. Da kommen wir eigentlich immer ziemlich gut damit klar. Gut, jetzt haben wir wieder sehr viel Milch. Ich hoffe, das geht wieder auf eine Tour alles. Hoffen wir es zumindest mal. Ich glaube aber wieder nicht, ne? Das liegt mal wieder an der kleinen Ziegemilch hier. 3 Stück. Eine Iridiummilch muss leider wieder warten. So, dann regeln wir das noch. Einmal Kupfer und 4 mal Gold. Und einer muss noch warten. Da haben wir wieder ein paar Pflaume und Brombeere drin. Gut, gut. Dann, was kann fort? Das kann fort. Und ansonsten kann nichts fort. Kupfer und Eisenbarre heben wir uns auf. Für die Gastarbeiter, wenn die dann kommen. Davor sieht es hier wieder ganz nett aus. Ja, die Peperoni-Ernte steht mal wieder an. Und Mais und Tomate steht auch wieder an.
Ja, super. Okay. Dann, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Jede Menge Kram wohl wieder. Jede Menge unterschiedliche Kram. Ich bin gespannt, was da alles rauskommt. Naja, wenn wir Glück haben, ist vielleicht auch noch eine Melone dabei oder sowas. Sehen wir dann. Wären wir in Frankreich, wäre es die Merlone. Oh Gott, wie schlecht. Entschuldigung, das sind so dappige Dinger, die mal als durch den Kopf gehen bei sowas. Ah, Mann, ich weiß, es ist ein unglaublicher Sparwitz gewesen, aber ich konnte mal nicht verkneifen gerade. So. Kennt man jo. Ups. So. Dann reicht es nämlich gerade noch do. Und hier noch. Na, was machst du dann wieder? So. So. Und so. Wieder Auflader. Und der rechtliche Kram. So. Na, Jesus. Wasserverschwendung. Und hier noch. Okeli-dokeli. Ja, was machen wir dann heute? Gudi Fruch. Gudi Fruch. Wir verkaufen erstmal unseren Kram. Dann könnte man zu Clint gehen in die Stadt. Das wäre definitiv noch eine Option. Haben wir hier ohne zufällig noch Kram, der gut ist? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Dann machen wir das ein bisschen anders. Genau. Das und das muss Reis, 70 und 37, ja. Eisenbarre bräuchten wir eigentlich mehr. 5 Fischköder wieder, das ist sehr gut. War das die Mayo zufällig? Jawohl, das war die Mayo. So, das war noch der Kupferbarre, dann nochmal der rechtliche Goldrei. Ja. Zeug verkaufen. Und do wird jetzt der Kram allmählich wieder gut. Das heißt, pflücke, was gut ist. Jawohl. Und hier wieder Reihe. So, wir gehen zu Clint. Ich hoffe, der ist do, der Typ. Ah, Reisewaage könnten wir auch noch machen. Reisewaage habe ich am Freitag leider schon vergessen. Da ist noch einer gut. Reite mit. Und da das untere Fach ist schon vollkommen leer wieder. Ziegekäse haben wir hier außerdem auch noch. Und ein normaler Ziegekäse. Okay, die reifen ja hier ewig. Da würde ich sagen, wir nehmen auch noch die Fässer für die Dinger, die ohne Sternequalität sind. Okay. Ah, Moment. Kaffee ist auch gut. Her damit. Schlons, Schlons. Ach Gott, und wie das sich das pischelt, das Zeug. So, da ist unser Pferd nämlich, glaube ich, auch noch ein bisschen schneller, wenn wir Kaffee getrunken haben. Ah. 3 Kohle haben wir zu viel. Wobei, wir können ja eigentlich wieder hier mit Charge arbeiten. 25 und 5 Stück. Okay, dann sieht es soweit ganz ordentlich wieder aus. So, steht nur Sache. Wir gehen jetzt in die Stadt zu Clint. Dann gehen wir noch in den Stäbruch und wir gehen noch zum Reisewagen. So, da. Ja, ich glaube wirklich, wir sind ein bisschen schneller, wenn wir Kaffee getrunken haben, auch auf dem Pferd. Clint, ja, Clint ist da. Ich würde ganz gern die Geode-Knacker. Ui, was ist denn das? Neptunit, das hatten wir schon. Lehm. Vielleicht ist der Obsidian noch. Schade. Kein Obsidian. Erinit. Haben wir alles schon weitergereicht. Na gut. Dann möchte ich noch bei Krobus reingucken, ob der Sonntags möglicherweise auch noch irgendwas Tolles hat. Also, erstmal beim guten alten Croby vorbeigucken. Beim Kanalisationshändler unseres Vertrauens. Was der Schönes hat am Sonntag. Ich weiß schon gar nicht, was dort im Standardangebot ist. Ja. Müll. Okay. Okay, da bietet er uns leider nur Müll an. Na gut.
hoch mit uns. Und wir gehen jetzt zu Marnie's Ranch, zu dem Gebiet. Und schauen wir beim Reisewache vorbei. Und dann eigentlich Stäbruch. So. Vom Heu bräuchte ich auch noch irgendeine Beschäftigung. Wir will nur irgendwie nichts einfallen. Gewitter Dunner Keidel noch einmal. So, zack. Wieder prähistorische Handaxt. Gebratener Aal. Hummer. Futanbär. Ja, das ist ein bisschen Klee, ne? Lass mal gut sein. Nichts Tolles. Ja, jetzt sind wir wirklich ein bisschen langsamer. Okay, dann gehen wir nochmal in den Stäbruch. Könnten vielleicht morgen auch nochmal eine Runde angeln. Könnten hier jetzt auch nochmal den Hausmüll einfach mal durchwühlen. Ach, die schmeißen all nichts fort. Und vielleicht ist noch eine Daily Quest für uns. Nee. Ist Kenny. Alle hopp. Dann, ja, die stehen alle durch im Schnee rum wie die Ölgötze. Dann scheint es wohl Spaß zu machen, durch im Schnee nass zu werden, ohne einen Hut, ohne einen Schirm oder sonst irgendwas. Wobei ich jetzt auch selten Leute sehe, die bei Schnee einen Schirm dabei haben. Eher, dass die Leute auch was auf dem Kopf haben, wenn es schneit. Und wenn es nur Kapuze ist. So, hier könnte man ja nochmal gucken, ob irgendwo nochmal für die Kupferpfanne mal wieder ein Einsatz wäre. Sieht aber nicht so aus. Nee, das sieht ziemlich einsatzlos aus für uns. Was haben wir dann im Stäbruch? Kupfererz. Holen wir uns. Können wir wieder ein bisschen was draus machen. Außerdem die Hacke. Aha, prähistorisches Werkzeug. Eine Art grobes, altes Grabwerkzeug. Okay, Stähschaufel, genau. Wer kennt sie nicht? Die berühmt-berüchtigte Stähschaufel, die verwende ich natürlich auch bei mir auf Erwert. Ach Gott. Ah, das ist auch sowas. Oh, wieder eine geheime Notiz. Sind wir jetzt bei 2 schon? Ah, nee, das sind unterschiedliche. Sie ist alt und zerknüllt, aber wenn du sie da genau anguckst, kannst du ein bisschen was erkennen. Okay, also wie ich die Dinger lese, wüsste ich eigentlich schon mal ganz gern. Und warum sind die eigentlich in Stäh eingesperrt, die Notizen? Frohe über Frohe. Jetzt haben wir wieder 6 Kupfererz. Ja, und auch Kohle noch zusätzlich. Das sieht doch ganz gut aus. Wir schauen einfach mal rein. Er ist zurück, ja. Okay, mehr als genug eigentlich noch. Ja. Mir noch mehr als genug zu erledigen eigentlich. Ja. Und wirklich großartig Zeug haben wir auch nicht. Was ist dann am nächsten eigentlich? Fledermäuse und Butler. Fledermäuse, Butler und Skelette. Butler findet man nur in der oberen Bereiche von der Mine. Echt was? Klee, bisschen was könnte man machen. Könnten nochmal in der 15. runtergehen und könnten uns da um diese Butler hier kümmern. Höhle Insekte haben wir ja. Kommt hier kein Butler raus? Wieder geheime Notiz. Hier ist das erleid. Allmählich wird es aber knapp hier, ne? Mit unserem Inventar, wenn wir die dauerhaft behalten. Yes, das erleid. Immer wieder mehr davor. Noch Butler wollte ich eigentlich gucken. Aber hier haben wir nirgendwo noch... Ah doch, du ist noch so Sandfläche. Ist hier so ein Butler? Sieht nicht so aus. Okay. Dann eben nicht. Die ganze Notizen wären halt natürlich praktisch, wenn ich wüsste, wie ich die lesen kann. Ich meine, ich habe hier eigentlich mein Kruscht, ne? An sich habe ich ja meine Lupe, um das Ganze zu identifizieren, aber wow. Aber irgendwie kriege ich es nicht hin, die Dinger zu lesen. Ich gehe doch mit Rechtsklick drauf. Ah, da ist er doch, der Butler. So. Ich gehe zwar mit Rechtsklick drauf, aber irgendwie will das nicht werden. Bis der Teufel warum. So. So, oder? Nirgendwo Treppe. Okay, Treppe vor uns.
Schade. Und das Verendbuttler zu erledigen ist auch etwas blöd, ne? Ah ja. Die Musik finde ich eigentlich auch ganz urig. Haben wir hier irgendwo wieder zufälligerweise so Sandfläche? Ja, hier. Und? Jawohl. Jawohl. Alles her mit euch. Noch eine geheime Notiz. Yes, das ist ja leid. Hier, Buttel, Buttel. Nee, keine Buttler. Schade drum. So, mit den Insekten kann ich wenigstens umgehen. Die sind mittlerweile gewone-hitted. Keine Buttler. Dann suchen wir schön weiter. Sandfläche, ne, das sind wieder Höhleinsekten. Aber hier sehe ich keine Sandfläche. Also erstmal wieder runter mit uns. Okay. Na, das sieht blöd aus hier, das Gebiet. Das sieht doof aus. Da muss ich wieder ewig viel Lava und mir hängt es schon viel zu spät. Treppe sind hier leider auch nicht im Sortiment. Ja, gucken wir mal. Zum Glück hat es Gefasern noch gegeben, die finde ich immer Platzverschwendung, die Dinger. So. Hier, na komm, hacken wir uns so mit der Spitzhacke mal durch. Haha, sehr schön. Und weiter. Ey, das war so ein kleiner Wichtolosaurus. Und wieder geheime Notiz. Alter Falter, allmählich wird es echt knapp. Ich muss die noch bald in die Truhe reinlegen, die Dinger. Und die verbrauchen jeweils immer einen Slot. Das sind so richtige Slot-Killer, die Dinger. Moment, halte mal eine Gaul A. Zack. Und auf die Schniss. Und weiter drauf. Wie viel Käferfleisch haben wir da? 9er. Können wir da bestimmt auch Köder damit herstellen, oder? Ja, sehr schön. Genau dafür ist der Schampel da. Und weiter geht's. Als Draufhacker, aber allmählich müssten wir mal raus hier aus dem Lader. Ich glaube, ich bastel mal noch einfach eine Truhe für Bibliothek sozusagen, ne? Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Wir haben bisher auch noch Cat-Trap noch unentdeckt. Das nervt mich etwas. Wir müssten auch mal... Jawohl. Müssten allmählich einmal raus hier. Was ist denn hier noch Schönes drin? Stahlkurzschwert. Ja, 4 bis 8 Charter. Perfekt. Ich weiß nicht, Handy Hansel noch zufällig auf. Steht mal gerade so kurz vorbei, gucke, aber ich glaube, die haben mittlerweile zu. Ich glaube, die machen 22 Uhr zu, ne? Jo, die machen die Lade um 22 Uhr dicht. So, dafür gehen wir jetzt aber wieder zurück. Und zwar in der schnelle Version. Und wir basteln uns noch eine Bibliothekstruhe, weil das sind mittlerweile zu viele Nachrichten. Das heißt, wir brauchen Holz und ich möchte mal 3 Blaubeere dafür verwenden. Also, Moment, nee, das wollte ich jetzt nicht. Hier nochmal den Kram rein. Ansonsten zum Fortschmeißer haben wir das Zeug. Dann Kist. Das können wir nicht verkaufen. Schade. Okay. Wisst was? Die Bibliothekskiste. Die schmeißen wir uns dort hier. Und da kommen die ganze geheime Notizerei. Annie behalte ich einfach mal. Und der Rest schauen wir dann mal. So, jetzt aber nichts wie ab in die Fall, bevor ich wieder einen Energieabzug kriege. Das möchte ich nämlich auch nicht riskieren. So, perfekt. Sieht doch gut aus soweit. 9626. Sieht doch alles gar nicht mal so schlecht aus. Heute mal wieder nichts, aber in der nächsten Episode dann wieder leer. So. Und so. Und die Sonnenblumen sind auch bald wieder gut. Das sehe ich mir doch schon an. Sehr schön. Dann hier wieder. Und dort.
Was sagt dann die olle Glotze? Morgen wird's wieder Schnee geben, alle hopp. Und Goldwaschpfanne besitzt. Acht auf glänzende Dinge im Wasser. Oft gibt's gutes Erz. Wer es findet, der darf es behalten. Okay. Gut. Da haben wir noch ein bisschen was. Und da bewahren wir ab jetzt unsere geheime Notiz auf. So. Tja, haben wir da zufällig irgendwie ein Menü dafür? Oder müssen wir das in der Bibliothek vielleicht regeln? Tja, wenn, dann wahrscheinlich in der Bibliothek, oder? Ich steht mal Sache. Ich probiere es einfach mal aus mit deren Notiz, die wir hin. Und wenn das klappt, dann können wir das ja wiederholen. So, in den Keller muss ich auf jeden Fall noch, oder? Aha. Sein erster ohne Qualität hat sich zu einer mit Qualität entwickelt. 6 Käse, die ich wieder fortschmeiße. Kann natürlich nicht fortschmeiße, um Himmels Willen. Aber so ein guter gereifter Ziegelkäse ist bestimmt richtig gut. Und Diamant gibt es auch noch. Perfekt. Und Bäuermeister Louis, weil ich so ein super Typ bin, kriege ich Agrar vor. Und dann läuft die Geschichte. So. Holz kann wieder rein. Da haben wir wieder 2 Köder, warum auch nicht. Gibt es noch ein Schneckchen. Und jetzt brauchen die CD. Und ne, Köder würde ich nicht reinschmeißen, aber die zerbrochene CD. Gibt bestimmt wieder verfeinertes Quarz. So, Schneck kommt da rein. Die Fackeln, wieder allein, braucht eh kein Mensch. Also derzeit brauche ich das sowieso nicht mehr, das Zeug. Oh, da habe ich natürlich nochmal einen guten Käse vergessen. Müssen wir nochmal nachholen. Ein Hasepfot gibt es auch nochmal. Das ist auch so ein Geschenk, was man eigentlich jedem geben kann. Was jeder liebt. Wenn man sich nicht sicher ist, dann gibt man ein Hasepfot. Das mag eigentlich so gut wie jeder. Aber bei meinem Glück finde ich wahrscheinlich exakt die Person, die es nicht mag. Und verschwendet oder mit so eine wertvollste Geschenke im Spiel. So. Ja, darauf grunzen wir uns erstmal einer. Und hier der ganze Tierpulk. Die muss anscheinend hier, die Resel muss ich hier direkt an die Heizung stellen. Gut, dann erst einmal der Stoff. Ja. Das ist mal das Wichtigste. Ja, vor allem ist auch wichtig, hier den Weg zu wässern. Finde ich auch. Ja, Wegwässern ist immer gut, damit man bloß ausrutscht im Winter. So, hier Ziegemilch und der Rest ist normale Milch. Das läuft soweit ohne Probleme. Dann Eier. 2 Tofu. Nein, so rum. Der Dohi und der Dohi. Dann den Krusch noch abhole. Benötigt 5 Erze. Ja, das ist mir schon klar. Das machen wir jetzt nämlich. Ach. Super Sach. Und da haben wir noch mehr als genug Kupfererz. Zack. Der Kram kommt wieder alles rein. Gibt nämlich alles ordentlich Geld. Die Hasepfote in Silber, da gibt es bestimmt bessere. Dann mal wieder Boring Business. Komm her. So. Und da gibt es wieder mehr als genug zur Ernte heute. Ah ja, da sehe ich. Ach, da ist schon mehr als genug Kruscht. Ausgezeichnet. Ja, perfekt. Und dann können wir nochmal hier die gemischte Saat, falls das überhaupt reicht. Schauen wir mal, ob das überhaupt genügt. Ich befürchte, es reicht uns nicht. Oder? Doch, es reicht uns. Ja, sehr gut. Okay, dann Peperoni, Erdbeer und Aubergine Ernte. So. Seit ich vor einer Woche Monkey Island aufgenommen habe, habe ich schon gemerkt, dass mein Stimme etwas arg schlache ist. Das hat sich auch noch nicht großartig gebessert, deswegen kommt mehr Geräusper als sonst üblich. Okay, Inventar ist voll. Na gut. Zum Glück habe ich dafür für so einen Fall mittlerweile das Ding hier gebaut. Deswegen erstmal alles fort hier.
was Ford kann. Und die Blaubeere behalte ich auf jeden Fall, weil da muss ich nämlich noch ein bisschen nachfüllen. In der Kiste. Da haben wir nämlich viel Gelee draus gemacht. Okay, den du auch nicht vergessen. Und dann hier wieder. Und zack. So. Jetzt aber. Der restliche Kruscht. Ja, das gibt wieder gut die Einkommen. Das gibt wieder gutes Einkommen. So rum. So. Und das jetzt nochmal. Ich bin immer gespannt, was du alles wächst. Wie viel Zeug, permanentes Zeug wie Blaubeere ist. Bin ich mal gespannt. So, Moment. Okay. Da war nix. Und hier wieder. Ach ja. Ich überlege gerade, was wollte ich denn noch alles Schönes machen? Ich wollte noch in die Bibliothek, um zu gucken, ob ich das mit der Lupe dort machen kann. Ich habe es jetzt leider vergessen, was es okay ist, von wegen Interaktionsmenü oder irgendwas, ne? Dass ich da Nachrichten lesen kann, angeblich. Ich bin mir doch nicht so sicher. Aber für mich wäre jetzt logischerweise eigentlich die Bibliothek der erste Anlaufspunkt. Weil da auch jede Menge andere Kram ist. Okay. So. Käse. Mayo. Und dann schauen wir mal, dass wir das noch unerkriegen, das Zeug. In die Schwarzkiste. Haben wir hier jetzt nochmal 6er, genau. Die brauchen wir auf jeden Fall. Dann wollte ich hier noch gucken, wegen M. Kupfererz, damit wir bei 50 sind. Machen wir jetzt einfach mal 20 davor und da rahmen wir einmal wieder auf, dass wir auf 15 kommen. Dann läuft die Geschichte nämlich auch. So, das kann fort alles dann. Sehr schön. Okay. Dann Zeug in den Keller. Und wenn ich jetzt in Mine und Schädelhöhle gehe, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt wahrscheinlich jede Menge von der Notizen kriege. Und sobald ich nicht weiß, wie man die Dinger abarbeiten kann, habe ich ein kleines Problem. Weil abgearbeitet werden muss es ja irgendwie. So. Okay, die Abenteurergilde hat noch nicht auf. Ich wollte noch zum Clint. Wegen der Ende Geode. Dann noch zur Abenteurergilde. Und dann schauen wir mal. Runter und auf. Dann schauen wir mal. Clint zuerst. Was sagt die Daily Quest? Katzenfisch. Sorry. Ist nicht drin. Weil Katzenfisch kommt, glaube ich, auch nur im Frühling. Und wir haben keiner gebunkert. Kann natürlich sein, dass ich mich dort total irre. Bei der Fischer weiß ich sowieso nie, wie was wo saisonal zu finden ist. Okay. Ein paar Ställe, kann nicht schade. Dann noch zur Abenteurergilde. Ah, Moment, Quatsch, wenn wir jetzt schon hier sind. Wozu Zeit verschwendet? Die Abenteurergilde hat ja ein bisschen auf. Okay, nee, hier haben wir nichts, was wir damit schaffen können, ne? Das sind alles nur Plätze für Artefakte hoch. Ach, Sam arbeitet hier im Museum. So ist das. Okay. Sieht aber aus, als hätten wir noch jede Menge Kram, den wir abliefern könnten. So, vielleicht interessiert es aber auch Gunther. Nee, es sieht nicht so aus. Okay, wie arbeiten wir jetzt mit den dappischen Dinger? Da können wir auch nichts machen. Nee, ich habe keine Ahnung, was wir damit schaffen können. Also, Fakt ist ja, dass wir sehr viel kriegen, ne? Aber wir können hier im Museum auch nirgendwo interagieren damit. Hier haben wir natürlich nur die verlorenen Bücher, die wir gefunden haben. Aber ich habe keine Ahnung. Reise über die Edelsteinsee. Zalumta war immer noch niedlich, das war der Bär. Kaliko-Wüste, Flora- und Fauna-Geschichte des Gotoro-Imperiums. Und hier können wir auch keine Nachforschungen betreiben.
Nee. Ha, 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 ha. Sammlung. Erfolge. Koch. Aushilfe, A-Frage. Minerale. Kocher, Minerale, Artefakte. Haben wir noch jede Menge Kram. Fische haben wir noch ein bisschen was. Ja, verschickte Gegenstände. Bier haben wir zum Beispiel nie verschickt. Die Milch haben wir auch nie verschickt. Hartholz auch nie. Tja. Ich bin etwas überfrucht mittlerweile. Bei der Card selbstverständlich auch nicht. Hahaha. Wenn ich mit der Episode fertig bin, ihr liebe Leute, dann gucke ich nochmal in die Episode 3, wo es hieß, wo ich die Loop verwenden kann. Weil es geht mir ein bisschen auf das Senkel, dass ich das Zeug nicht verwenden kann. Und jetzt gerade, wo wir so viele Notizen haben, wäre das eigentlich angebracht. Du ärgere ich mich gerade ein bisschen über mich selber, dass ich da nicht aufgepasst habe bei dem Leser. Aber ich habe irgendwas mit Interaktionsmenü im Kopf. Naja, nach der Episode, wie gesagt, schaue ich einfach mal rein. Und dann schauen wir mal, dann sehen wir mal, ob sich da irgendwas findet. Okay, hier sind auch nirgendwo solche Spuren von Erze, die ich sieben könnte. Nee, nix. Schade eigentlich, wenn wir die Kupferpfanne hätten, dass wir die nur so selten einsetzen können. So, das Ding hätte ich ganz gern verkauft für 100. Wie sieht es da mittlerweile aus? Silver von 30, Butler. Ja, wir haben auf jeden Fall noch jede Menge vor uns. Dann gucke ich nochmal in der Stäbruch rein. Ob da möglicherweise noch was hin? Ah, du blubbert was. Jetzt blubbert es nämlich. Schade eigentlich. Okay, dann halt nicht. Dann kümmern wir uns um die paar Stäbe, die hier noch gerutscht sind. Ein bisschen Kohle ist auch noch dabei. Hoppla hopp. Hoppla hopp. Und Goldhacker. So. Ich gehe jetzt wieder zurück zur Bushaltestelle. Und sammle hier noch ein bisschen Krokusei. Dann schauen wir nochmal. Wegen Verhüttung. Wollte ich so ein bisschen noch gucken. Wir haben nämlich jede Menge Kupfererz zum Verhütter. Und unser Gold müsste eigentlich gut sein soweit. Unser Stoff ist auch gut. Ah ja. Unser Gold ist gut. Wie könnte es auch anders sein? Und dann noch Kupfer für die Knechte und eventuell auch das Armmägdelein, was sich noch dazu hockt. So. Okay. Dann können wir Kruscht verkaufen. Und Kupfer ist so schnell gut. Da warten wir noch ab. So, das sieht doch alles ganz ordentlich aus soweit. War ich eigentlich in der Höhle? Ja. Okay. Warten wir noch, bis der Kupfer gut ist. Solange kann ich aber noch mal gucken, ob hier möglicherweise noch ein bisschen... Ne, sieht nicht so aus. Als wäre da ein bisschen von dem Baumsaft noch übrig. Super Sach. Ohne Siggi müssen wir jetzt irgendwie auskommen. Das heißt, wenn ich die Dinge abgeliefert habe, ist die nächste Charge auch wieder gut. Aber so sind wir wenigstens in Bewegung. Und gerade im Winter finde ich das unglaublich wichtig, in Bewegung zu sein. Ah, Moment. Können wir jetzt genauso gut auch das hier wieder weglecken. Weil wir haben wieder Eisenerz. Okay, viel Spaß. Machen wir 3 und 15 Gold. Ups, das war einer zu viel. Dann können wir nämlich auch gleich wieder das letzte bisschen Gold, was wir hier noch verhüttern. Und dann läuft die Geschichte. So, ich glaube, das war jetzt gerade die Charge wieder, die gut ist. Gut, dann. Denn 3, die wir ursprünglich gehabt haben, haben wir wieder 5 Kupferbarren mehr. Ich denke, das müsste für unser 2 Gastarbeiter auf jeden Fall ausreichen. Dumm. 15, 15, 20. 40 bräuchten wir im Prinzip, ne? Damit wir die Dinger jeweils abgegradet kriegen. Das heißt, Eisen ist ein sehr viel höherer Bedarf. Alle hopp. Ich habe nichts Großartiges mehr vor und zu tun. Deswegen die Sache, ihr liebe Leute, ich gehe jetzt schon in die Fall. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley zu Leas Geburtstag. Moment, das kann ich wenigstens noch machen.
Ich werde jetzt, wie gesagt, noch derer Episode nochmal gucken. In der Aufnahme von der anderen Episode. Ah ne, Quatsch, da war ich so. Ist so in der Kiste. Werde ich nochmal gucken, dass ich eventuell auch wieder weiß, wie das so weitergeht mit einer geheimen Notiz. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.